So, hallo und herzlich willkommen zu mir, eurem Dude von Zockters. Ja, jetzt will ich auf Stopp. Genau. Heute habe ich was Neues für euch, da wir die letzten Tage ja das Stanley Parable schon durchgeeiert haben und ja, mir langsam die Endings ausgegangen sind, bin ich kurzerhand los zum nächstbesten Vertreter und Dealer für Elektronikartikel aller Art und habe mir doch für meine geliebte neue Xbox One, oh yeah, eine neue Game Card gekauft. Meine alte war so ein bisschen überm Berg, die hat auch keinen HDMI-Anschluss, deswegen ist jetzt bis jetzt noch kein Let's Play auf der Xbox One von mir gekommen. Genau. Und ja, dann habe ich hier mir ein paar Spiele gekauft. Etwa zum Beispiel, oh, was ist denn das? Nein, da hätte ich mir jetzt Rise gekauft und Battlefield 4 und Forza und worüber wir heute uns unterhalten möchten, Dead Rising 3. Ganz genau, Dead Rising 3. Das, ihr kennt es vielleicht, das ist dieses super mega Zombie-Schnetzelspiel. Da wo man nicht gegen einen, nicht gegen zwei, sondern gegen Abertausende von Zombies auf einmal kämpft und einem das auch noch so ziemlich am Arsch vorbeigeht. Ja, genau. Ja, und was, also das Spiel ist exklusiv für die Xbox One, möchte ich nur mal so betonen. Aber diejenigen unter euch, die das Spiel kennen, oder zumindest mal so einen Trailer gesehen haben, nein, möchte ich nicht, die wissen, in diesem Spiel gibt's abgefahrene Combo-Waffen. So wie sie im 1er, gut, im 1er weiß ich nicht genau, das habe ich nicht gespielt. Im 2er aber auf jeden Fall. Im 2er gab's die auch schon. Und jetzt im 3er auch. Im 2er war es noch so eine Sache, da musste man immer zu so einer blöden Werkbank gehen und sich die Sachen dann mühselig zusammenbauen, was die ganze Sache dann ein bisschen anstrengend gemacht hat. Hier ist das alles deutlich vereinfacht. Es gibt eine größere Bandbreite an Waffen. Also, es gibt auch so richtig dämliche Waffen, werdet ihr jetzt dann noch sehen. Und auch Fahrzeuge. Und ich habe mir gedacht, Let's Player wie die Story, zum einen habe ich schon durch. Und zum anderen ist die Story, ist es auch ein bisschen fade, was für Let's Play, so dumpfe Story-Dingens. Man muss was Interessantes machen, für die Leute, für euch. Und deswegen dachte ich mir, machst du doch ein Check the Weapons, ja, Let's Check the Weapons, oder Let's Weapon Check, wie ich es dann nenne, bleibt der Movie überlassen. Genau. Genau. Deswegen habe ich mir jetzt für den ersten Teil dieser Teil, ich weiß nämlich nicht wirklich, wie das System macht. Ich habe nämlich auch noch nicht alle Waffen gefunden. Vielleicht mache ich es auch später so, dass ich jetzt hier mal ein paar Teile mache, wo ich die Waffen herzeige, die ich schon habe. Und dann mache ich mir einfach auf die Socken und suche irgendwelche Waffen, die auf der Map versteckt sind. Genau. Vielleicht mache ich das. Ja. Und dann zeige ich auch noch natürlich auch noch die Fahrzeuge, wovon ich auch noch nicht alle habe. Genau, also wir haben noch gut was zu tun miteinander, glaube ich, ne? So, jetzt genug gelabert, gehen wir gleich zur Tat über. Also ich habe mir jetzt die ersten paar Waffen hier gleich mitgenommen. Die erste Waffe hier, das ist die Super-Axt, so heißt die. Ja, Moment, ich kann wahrscheinlich die Baupläne herholen, weil ich sie finde. Also das sind alles Waffen hier. Genau, da ist es, Super-Axt. Diese Axt baut man aus einer Feueraxt und aus einem Beil zusammen. Und ja, weiteres steht auch nicht dabei. Was die Waffen können, das müsst ihr alles selber rausfinden. Und dafür sind wir hier. Ich habe diese Super-Axt, habe ich mir gerade aus dem Waffenschrank rausgekramt. Ja, und jetzt versuchen wir noch mal ein paar Zombies damit zu schnetzeln. Ja, komm nur her, bitte. Also, wie wir sehen, die räumt schon mal ordentlich auf. Aber besondere Fähigkeiten, da sind keine so starke Axt. Tendenziell ist es auch so, dass Kombi-Waffen stärker sind und auch einen Ticken länger halten. Aber wenn diese jetzt hier schon wieder fast am Abdrücken ist, die wir so noch schnell her, bis kaputt ist, glaube ich. By the way, ihr seht da oben im Eck vielleicht getötet 14.251 Zombies. Das ist tatsächlich meine Anzahl der Zombies, die ich so im Verlauf der Story getötet habe. Jetzt nicht irgendwie grob überschlagen, sondern genau diese Zahl. Gut, also das war die Super-Axt. Das nächste, was ich euch vorstellen möchte, das sind die Motorradhandschuhe. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch noch die Waffenbaupläne hier da erst ziehen. Oder auch nicht. Die baut man auf jeden Fall aus einem Boxhandschuh und einem Motorradmotor zusammen. Genau, und da kommt das hier dabei raus. Warum auch nicht? Und was diese Schmankerl können, das testen wir jetzt aus. Dazu brauchen wir eine Zombie-Menge, die hier gerade nicht allgegenwärtig ist. Okay.
Ja, komm hier, komm her. Oh ja, da geht was. Also ich muss sagen, ich habe selber noch nicht alle Waffen, die ich jetzt hier habe, ausprobiert. Hier zum Beispiel auch nicht. Aber hier der Fußschlag, da geht was, da geht was, da geht was. Oh ja! Der Shoryuken! God damn it! Und dann haben wir hier ein motorgetriebenes Wunderwerk von Handschuh und... Ja, Motor. Mit Shoryuken Power. Gut, weiter im Text. Das hier ist eins meiner Waffen, die wo ich jetzt die ich am lustigsten finde, die habe ich auch schon hergenommen. Das ist ein Hammer mit Granaten dran. Genau. Und wenn ihr euch jetzt denkt, welcher normale Mensch klebt denn Granaten an seinem Hammer und schlägt damit auch noch zu? Tja, genau, der hier. Wenn ich nicht gerade seinen Namen vergessen hätte. Ich nenne ihn Afro Joe, weil er ein Afro aufhat. Genau, und jetzt wollt ihr bestimmt sehen, was macht man mit einem Hammer, an dem Granaten befestigt sind. Man wirft ihn nicht, doch man schlägt damit zu. Bam! Yay! Bam! Wuhu! Also wie ihr seht, ist die Realitätsgebundenheit der Waffen ist doch nie ganz ernst zu nehmen. Es sei denn, das klappt in echt auch, hätte ich noch nicht ausprobiert. Dann muss ich aufpassen, dass wir doch weil hier wild und der Zombie sind. Gut. Also das war der Granatenhammer. Lustiges Teil. Fun. Jetzt kommt was, was bestimmt einige von euch zum Schmunzeln bringen wird. Und zwar eine Taschenlampe mit einem Diamanten dran. Was kommt dabei raus? Ganz genau, ein Laserschwert. Ein Lichtschwert. Genau, und damit kann man natürlich formschön auch noch mit dieser schönen Kreiselbewegung, AKI-Style, schön durch die Zombies hindurchschnetzen. Dieses Schwert macht auch keinen schlechten Schaden. Da kommt man wirklich um die Runden damit. Yep, ganz genau. Also, Lichtschwert ist gleich Taschenlampe plus Diamant oder Rubin, eins von beiden war es. Das Lustige war, also, was noch schnell dazu gesagt sei, die Waffenbauteile dieser Waffen, die findet man da, wo man den Waffenbauplan findet. Da findet man daneben liegen da meistens auch, also was ist meistens bis jetzt immer, dann auch die jeweiligen Dinge. Genau, dann weiter im Text, was haben wir hier? Das ist der Drachenkopf. Genau, das ist auch eins dieser Dinger, von denen ich mir noch nicht ganz klar bin, was ich mit denen machen soll. Aber es ist eine Helmwaffe, deswegen gehe ich jetzt mal streng in der Annahme, dass ich die einem Zombie aufsetzen muss. Ja. Genau. Gut, da machen wir das mal. Hup. Tja, also, die setzt die Sache auf. Okay, so hau ich, das ist schon mal nicht. Komm, hier, komm her. Ah, okay. Okay, was ist das? Ah, scheiße! Nein! Nein, 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 nein! Komm, setz dich auf! Komm. Ah! Ah ja, okay, also übersieht, ich setze diesen Helm einem Zombie auf, der rennt damit durch die Gegend, spuckt Feuer, natürlich, und killt dadurch auch noch mehrere andere Zombies. Das ist gar nicht mal so blöd. Hätte ich jetzt nicht diese einzigartige Diskrepanz, dass meine Waffe weg ist. Also ich müsste jetzt in die Zombie-Meute hinein, um sie mir wieder zu holen. Finde ich jetzt nicht so. Was ich auf jeden Fall brauche, ein Update, ist ein etwas zu essen. Ja. Dann mal los! Gut. Zombies können nicht auf Autos drauf, altbewährte Taktik, man kennt das ja. Gut, dann, was wir hier noch hätten, das ist der Burststrahl. Das Ding wird hergestellt aus einer Mikrowelle und einer Satellitenschüssel. Ganz genau, wer jetzt denkt, verdammt, was könnte ein Burststrahl denn so können? Seht her. Er lasert die Zombies weg, aber das mit einer Reichweite, die aber von hier oben nicht ganz machbar ist. Dann geh mal wieder runter. Oh, komm schon. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Das nenne ich Lasershow vom Allerfeinsten. Und deswegen sagen euch, müsst ihr mal dran denken, Kinder. Deswegen sagen euch eure Eltern, dass ihr keinen Löffel in die Mikrowelle stecken sollt. Denn dabei kommt das raus. Und jetzt, also, ja, erstmal ausessen. Zwiebelringe. Njam, 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 njam. 2 im Ganzen! Hamburger! Gut. Ja, jetzt habe ich gespoilert. Also das war der Burststrahler. Und mal jetzt dazu kommt, das ist der Elektrostab. Eine Kombination aus einer Ampel und einer Batterie. Genau, dazu sei noch gesagt, diesen Elektrostab gibt es in 3 verschiedenen Varianten. Einmal in Eis, dann in Strom und dann in Feuer. Genau.
Das sind 3 verschiedene Kombinationen. Das ist dann einmal der Stock mit einem Stickstoffkanister und einmal mit einem Benzinkanister. Ja, macht schon Sinn, ne? Macht Sinn. Ich finde, das macht Sinn. Genau. Das hier ist der Eisstab. Der fungiert genau ganz normal wie ein Stromschlag. Ich zeige jetzt mal schnell den Angriff. Und zwar hier. Also ein Stromstoß. Ja. Hier nochmal für uns. Erstmal. Ja, genau. Das macht, wenn man eine Batterie an einer Ampel ansteckt, kommt das dabei raus. So, und wenn man jetzt natürlich den Eiseffekt haben möchte, drückt man die Y-Taste. Dadurch kommt diese Super Power Angriff und dadurch bekomme ich sogar Level 26. Und da sieht man auch gleich hier, wie die Schalttafel von gelb auf blau geschaltet hat. Und jetzt kann man Eiseffekte und Zombies einfrieren. Na klar doch. Und hier ist Sommer und solche Waffen haben dann meistens auch irgendwie Munitionsanzeigen. Genau. Ja, das wären meine Waffen. Sucht ihr einen Snack? Waffenpart Teil 1. Ja, aber das doch irgendwie ein bisschen schnöde ist, hier die halt einfach nur rumzugurken und irgendwelche Waffen ja zu zeigen, die ich schon habe, denke ich, werde ich es in den folgenden folgenden Teil so anders losrennen, restlichen Waffenteile suche und diese dann ausbaue, zusammenbaue, ausprobiere und Spaß und lustig wird. Ja, und weg mit dir. Ganz genau. Das war der Dude mit Teil 1 von Dead Rising Zombie Waffen Experiment und ich bin jetzt hier noch ein bisschen beschäftigt, Leute. Schaut doch einfach nochmal vorbei. Ihr kennt das ja, subscriben, liken. Ich freue mich, dann mache ich auch noch mehr und dann rentiert sich das auch, dass ich mir die stinkteure Teile gekauft habe. Genau, und sonst sage ich, der Dude sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.